Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil in der Reihe der Saisonbeurteilung. Diesmal kümmern wir uns um den ersten Teil der Spieler, wo wir uns die Verteidigung angucken. Ja? Ich würde sagen, wir gehen rein, gucken uns die Torhüter an, wir gucken uns die Verteidigung an. Verteidigung zähle ich im Mittelfeld. Ja, guck mal, ist ja sogar hier auch Mittelfeld, nehmen wir dann als Defensive mit dabei und unsere ganzen Mittelfeldspieler sind unter Angriff. Das passt schon. Gut, Torhüter, schwierig, ja, Manuel Neuer, unser Captain, ihr seht's, wäre auch schön, wenn das hier auf der aktuellen Saison wäre. 16 Einsätze zu nur 7 gespielte Minuten 1440. Natürlich seine Fahrlässigkeit. Ich kann da hier mal sehen, wir nur die roten Karten noch. Seine Fahrlässigkeit mit dem Skiurlaub und der Verletzung und auch was dann danach geäußert wurde an Aussagen, dass ihnen das Herz rausgerissen wurde von wegen Tapalovic, Entlassung und so weiter. Finde ich schon schwierig, erst recht als Kapitän. Sportlich würde ich ihn bei einer 3 sehen, was ich jetzt so in Erinnerung habe, ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Hat aber ein paar Unsicherheiten drin gehabt, die er früher nicht so drin hatte, muss man ganz klar sagen. Auch so, was die Pässe nach vorne anbelangt und so weiter. Und auch was das Risiko anbelangte mit dem sehr weit rausstehen, sehr weit rauslaufen. Da hat er ein paar Schwächen diesmal gehabt, beziehungsweise hat das ein bisschen falsch eingeschätzt teilweise. Ansonsten, ja, wie gesagt, diese Aussagen fand ich schwierig. Auch, dass man, wie gesagt, diese Fahrlässigkeit und so weiter. Ja, aber man muss das jetzt auch nicht überbewerten. Ich würde es bei einer 3- sehen. So im Großen und Ganzen, wenn wir mal die Musik, die außenrum mit dabei war, mit reinzählen. Ja, alle anderen, bei Ulle war ja jetzt nicht so viel leider. Ja. Immerhin hat er auch 8 Einsätze gehabt, davon 5:0. Das sollten wir uns schon mal merken. Für später. Gehaltener Elfmeter auch einen. Ja, gespielte Minuten 720. Ulle für mich ja zwischen 2 und 3. Wir wollen jetzt ihn mal nicht in den Himmel loben. Wo er gespielt hat, hat er auch ein Ding gehabt, glaube ich. Muss man aber auch einfach damit darauf zurückführen, dass er halt die ganze Zeit nicht gespielt hat und erstmal wieder ein bisschen reinkommen musste. Und dann hat das wirklich gut gemacht. Ja, auch fußballerisch war es nicht schlechter wie in Jan Sommer. Ja, also da will ich ihn sogar noch einen Tacken davor sehen. Und ansonsten, ja, er ist einfach der Mann, der die Abwehr kannte, der uns Rückhalt gegeben hätte. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man den Jan Sommer geholt hat, aber nicht, dass man Jan Sommer geholt hat und gesagt hat, du bist jetzt die Nummer 1. Das habe ich nicht gefühlt. Aber wir sind gerade noch beim Ulle. Ulle, wie gesagt, zwischen 2 und 3. Er hat 8 Einsätze gehabt. Ich weiß, er hat einen Klopper drin gehabt. Aber ansonsten hat er es wirklich gut gemacht, meines Erachtens nach. Damit kommen wir zu Jan Sommer. Hat insgesamt 25 Einsätze, davon 8:0. 8. Ulle, 8 Einsätze, 5:0. Neuer, 16 Einsätze, 7:0. Ich denke, ihr seht ein klares Bild. Kann man natürlich jetzt nicht nur an ihm festmachen, ja, aber muss man mal ganz klar mit aufnehmen, ja. Also er hat in 17 Spielen nicht zu 0 gespielt. Nochmal, kann man jetzt nicht nur an ihm festmachen, aber es zeigt schon, dass das eine Auswirkung hatte. Und ich habe es da nicht verstanden, warum man nicht den Ulle einfach mal reingeworfen hat. Ja, aber anderes Thema. Wir sind jetzt bei der Benotung vom Jan Sommer. Schwierig. Na klar hat er ein paar Sonntagsschüsse irgendwie kassiert. Hat die Abwehr aber teilweise extrem verunsichert durch sein wirklich schwieriges Aufbauspiel, was viel zu viel Risiko manchmal beinhaltet hat. Auch seine Schläge hinten raus, die dann teilweise direkt auf den Gegner gingen.
Na klar, auf der Linie stark, hat starke Reflexe. Elfmeter ist eine absolute Wurst. Wir haben so viel Elfmeter gegen uns gehabt. Er war nicht mal einmal, kann ich mich nicht dran erinnern, dass er überhaupt mal in der richtigen Ecke war oder mal die Finger dran hatte. Bei Fernschüssen, Alto Belli, weiß ich nicht. Da ist irgendwie gar nichts zu machen. Was man auch ein bisschen, ich meine, er ist ein bisschen klein, ja, aber da muss man nicht drauf rumreiten. Das waren andere Torhüter auch, mit Iker Casillas zum Beispiel. Da muss man einfach ein besseres Stellungsspiel haben und solche Bälle vielleicht auch mal zu halten, ja. Von daher sehe ich ihn leider nur bei einer 4. Ja. Meine Meinung ist für mich nicht ausreichend. Was ist ausreichend, wenn wir jetzt Schulnoten sind? Aber es ist nicht befriedigend gewesen, seine Leistung, und schon gar nicht gut. Ja, er hat uns mal 2 Mal durch irgendeine Parade irgendwo ein bisschen länger im Spiel gehalten, aber allein die Verunsicherung, die er ausgestrahlt hat, die er der Mannschaft gegeben hat. Sorry, der Move hat nicht geklappt. Ja, ich hätte mir gerade gewünscht, wenn man gesagt hätte, ja, offener Zweikampf mit dem Ulle, oder man hätte halt einen anderen Torhüter verpflichtet. Ja, der dann hinter dem Ulle gewesen wäre. Keine Ahnung. Ich fand, der Ulle hat es nicht so schlecht gemacht, wo er gespielt hat. Und hat der Mannschaft auf jeden Fall mehr Sicherheit gegeben, wie es in Jan Sommer getan hat. Ja, und wenn wir das gerade gesehen haben, auch mit den Einsätzen, mit den zu Null Geschichten, natürlich ist das nicht das einzige Indiz, habe ich gerade schon gesagt. Kann man jetzt auch nicht daran festmachen, wo die anderen beiden gespielt haben, war die Mannschaft auch noch ein bisschen besser in Form und so weiter und so fort. Fühle ich alles, aber Jan Sommer hat auf jeden Fall seinen Anteil daran, dass wir hinten teilweise echt fickrig waren. Ja. Man hat teilweise ja sogar gesehen, dass die Spieler eher versucht haben, irgendwie den Ball irgendwo anders hinzubringen, als ihn zurück auf den Torwart zu spielen. Also ganz, ganz schwierig. Gut, gehen wir mal rein in die Abwehr. Fangen wir an mit Upa. So, Upa hat diese Saison 43 Einsätze. 1 Tor, 1 Vorlage, wurde 3-mal eingewechselt, 7-mal ausgewechselt. Hat 3.386 Minuten gespielt, hat 9 gelbe Karten, 1 rote Karte. Hier unten, rote Karte. Hat eigentlich eine sehr starke Saison gespielt. Hat eigentlich auch eine sehr starke Saison nach der WM gespielt. Was viele andere Spieler bei uns nicht getan haben. Hat dann auf einmal Man City, Bam, ein Aussetzer nach dem anderen. Auch danach die Spiele super unsicher wieder. Hatte letzte Saison auch diese Phase bei uns. Ist für mich ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Ich mag ihn unheimlich. Ich fand es ein Mega-Transfer, wo er von Leipzig kam. Hat sich ja dann auch wirklich gefangen diese Saison, war wirklich mit der stabilste, wie ich fand. Bärenstark nach vorne im Verteidigen und so weiter. Sauschnell auch. Hat super starke Spiele gemacht. Aber wenn man diese ganzen Aussetzer damit sieht und auch sieht, dass uns diese Aussetzer ja die Champions League gekostet haben, es ist ganz, ganz schwierig, da was zu beurteilen. Wie gesagt, würden wir die Aussetzer weglassen, würde ich ihn bei einer Note 2 sehen. Ja, allein für die Aussetzer musst du schon eine Note runtergehen. Ich weiß nicht, ob man dann noch vom befriedigend reden kann, wenn man solche Aussätze hat in so wichtigen Spielen. Ganz, ganz schwierig. Wenn ich mich festlegen muss, dann sage ich eine 3-. Da ist dann vielleicht ein bisschen meine persönliche Sympathie für ihn mit dabei. Weil ich sehe einfach das Potenzial, er ist einfach so eine Maschine. Er kann so ein geiler Spieler werden und sein, was er auch schon gezeigt hat diese Saison. Aber wenn du dann in so wichtigen Spielen solche Aussetzer hast, dann reißt das alles andere ins Negative. Ja, es hat uns die Champions League gekostet. Das muss man jetzt nicht alleine an ihm festmachen. Keine Frage. Da hätte auch der Trainer ihn ein bisschen schützen müssen nach dem ersten Klopper und ihn auswechseln müssen. Oder vielleicht auch schon im Vorfeld sehen, der Opa ist nicht so, wie die letzten Wochen war oder was. Ich weiß es nicht. Schwierig halt zu beurteilen. Aber ich möchte ihn jetzt auch nicht niedermachen, weil er da diese 2, 3 Spiele hatte, wo er die Wackler drin hatte. Davor hat er super konstant richtig starke Spiele gehabt, ja. Von daher sehe ich ihn bei einer 3-. Ich weiß, da werden sich die Geister ein bisschen scheiden. Wahrscheinlich auch bei Jan Sommer werden sich die Geister ein bisschen scheiden, dass ich ihn da bei einer 4 sehe und nicht bei einer 3. Mag so sein, jeden seine Meinung, Leute, ne? Kommen wir zu De Ligt. Für mich eine der positiven
die Saison, habe ich ja schon gesagt. Hat einen schwierigen Start gehabt unter Nagelsmann, hat ihn lange erstmal irgendwie ignoriert. Aufgrund der fehlenden Fitness und was da nicht alles geredet wurde. Kam am Ende auf 43 Einsätze, 3 Tore, eine Vorlage, gespielte Minuten 3390, Einwechslung 5, Auswechslung 6, gelbe Karten 5. Für mich eine der wenigen Konstanten. Leider muss man sagen, noch zu früh, um in der schlechten Phase, wo wir waren, auch noch mehr als der Führungsspieler sehe bei uns. Ich sehe gerade, er ist übrigens Sternzeichen Löwe. Jetzt sind wir noch mehr Bros. Jetzt sind wir noch mehr Bros. 12.8. hat der Geburtstag, also einen Tag vor mir. Wäre jetzt noch der 13.8. da geschrieben, dann hätte ich mich verliebt, Leute. Dann hätte ich mich verliebt, hätte ich mir ein Trikot kaufen müssen, mit dem Licht drauf. Das letzte Trikot, was ich mit dem Spieler nahm, mal kurzer Quatsch-Talk dazwischen, ist, glaube ich, Carsten Janka auf dem Trikot. Name auf dem Trikot, sonst habe ich immer meinen eigenen Namen auf dem Trikot. Ich glaube, das letzte vom Spielerseite war Janka. Ich habe ein Lothar-Trikot, ein Deutschland-Trikot noch von 1990 mit einem Lothar drauf. Ansonsten so spielermäßig war ich immer, ja, Martinez habe ich aber nie auf dem Trikot, habe ich halt nur auf dem Shirt. Ja. Wild. Ja, für mich der konstanteste da hinten. Punkt. Ja, machen wir es kurz. Kurz und schmerzlos, hat nie irgendwie den Peak nach unten gehabt, wie es ein Pavard hatte, wie es ein Upa hatte. Ja, kam schwer rein, das muss man fairerweise sagen. Aber dann super konstant, ja. Teilweise dann auch mit dem Peak nach oben. Ich denke, bei ihm geht auch noch ein bisschen was, aber er hat nie diese wirkliche Schwäche drin gehabt, ja. Also wenn ich mich an 1, 2 Rettungsaktionen erinnere, Alter, wo andere Spieler schon lange abgeschaltet haben, bärenstark, ja, wirklich bärenstark. Kann der, je nachdem, ob ein Kimmich irgendwie doch gehen wird bei uns, wäre er für mich der Spieler, der da reinwachsen kann in diese Rolle in der kommenden Saison, ja. Selbst wenn Kimmich da bleibt, wünsche ich mir, dass man ihn vielleicht ein bisschen pusht innerhalb des Teams, um ihn in diese Rolle zu bringen. Er war bei Ajax Kapitän mit 19 oder was. Also, er ist prädestiniert dafür, ja, ein Anführer zu sein auf dem Platz. Das ging in dieser Saison ein bisschen ab, natürlich. Aber allein durch seine Leistung hat er gezeigt, was Phase ist. Ja, man kann ihn nämlich ausnehmen von allen diesen schlechten Leistungen, wo keiner wollte, machte, tut. Ja. Er war immer konstant auf einem hohen Level. Ne? Einer der wenigen bei uns. Von daher sehe ich ihn zwischen 2 und 3. Wie gesagt, um jetzt zu sagen, boah, er war eine 2. Ja, wie gesagt, er hatte einen schwierigen Einstieg in die Saison. So die ersten 10 Spiele war er auch kein Stammspieler. Aber dann ist er wirklich reingewachsen und ich gehe davon aus, dass er nächste Saison nochmal einen Step bei uns macht und dann sehe ich ihn da auf jeden Fall auch auf einer klaren Note 2. So würde ich sagen, zwischen 2 und 3, aber einer der konstantesten bei uns, definitiv. Und einer der sympathischsten noch dazu. Gut, kommen wir zu dem nächsten Kracher bei uns. Benji. Wir sehen es auch eher 43 Einsätze, 7 Tore, eine Vorlagen, gespielte Minuten 3372, 5-mal eingewechselt, 6-mal ausgewechselt. 9 gelbe Karten, eine rote Karte. Auch Benji hat eine gute Saison gespielt. Ja. Hatte leider die Peaks, hatte auch eine schlechte Phase, hatte auch wieder so eine Null-Bock-Phase, wo er mehr rechter Verteidiger gespielt hat, wurde dann umso stärker, als Nagelsmann die Dreierkette eingeführt hat, dass Pavard dann der rechte der 3 Innenverteidiger war. Da war er mega stark. Auch auf der rechten Verteidigerposition hat er dann zwischenzeitlich richtig gute Spiele gemacht, wo er Bock hatte. Ist super flexibel, hat eigentlich auch eine stabile Saison gespielt, hat aber auch, ich weiß gar nicht, hat er 2 oder 3 Elfer verursacht diese Saison, was halt einfach too much ist für einen Spieler auf dieser Position. Ja. Dass das mal passieren kann, ja, aber dass wir generell so viele Elfmeter gegen uns haben, zeigt halt einfach auch diese Konzentration, die uns gefehlt hat und so weiter. Er war aber auch immer einer, der gearbeitet hat, der Leidenschaft hatte. Tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer, wenn ich jetzt hier sage, auch zwischen 2 und 3,
Da müsste ich halt echt ein Delicht eher auf eine 2 setzen. Aber ich sehe Benji jetzt auch nicht einfach nur auf eine 3. Also dafür war er mir auch allein durch seine 7 Tore, ja, die Phase, die er hatte, da war er bärenstark. Ja, ich würde ihn auf zwischen 2 und 3 setzen und Delicht setze ich dann auf die 2. Note 2. Ja. Und der große Vorteil von ihm ist natürlich, dass er einen rechten Verteidiger auch spielen kann. Und wenn er Bock hat auf einen rechten Verteidiger, kann er auch ein guter rechter Verteidiger sein. Wenn er aber keinen Bock hat, dann ist er ein schlechter rechter Verteidiger. Weil dann steht er da nur und stellt so ein bisschen den Körper rein, so ein bisschen Kimmich die ganze Zeit im Mittelfeld macht, anstatt mal in den Zweikampf zu gehen. Aber auf der Innenverteidigerposition hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Aber natürlich dann mehr in der Dreierkette. Ja, da hat er auf jeden Fall seine Stärken. Meines Erachtens nach. Fonsi hat auch eine schwierige Saison gehabt. Ja, 38 Einsätze, 3 Tore, 8 Vorlagen, gespielte Minuten 2849, 6-mal eingewechselt, 9-mal ausgewechselt, eine gelbe Karte. Auch hier, wenn wir die Statistiken sehen, 3 Tore, 8 Vorlagen als linker Außenverteidiger ist völlig im Rahmen, ist ein sehr, sehr gutes Level. Hatte viel Licht und Schatten diese Saison, ist ein junger Spieler, hatte dann auch noch eine Verletzung mit dabei. Ja, dass er jetzt auch nicht der Anführer ist, wenn die ganze Mannschaft irgendwie schlecht ist. Ja, da sind andere Spieler erstmal in der Verantwortung, also da würde ich ihn rausnehmen. Hat aber teilweise richtig katastrophale Leistungen gebracht in der Defensive. Wirklich richtig katastrophal. Und das auch über einen ziemlich langen Zeitraum, hat sich dann irgendwann wieder gefangen, war dann wieder gut. Wie gesagt, wenn wir die Statistiken dabei nehmen, ich würde ihn jetzt so aus dieser Führungsposition rausnehmen, möchte ihn dann jetzt nicht eine Note schlecht dafür geben. Mir hat jetzt nie den Eindruck gemacht, dass er nicht wollte, aber man hat eine Phase gehabt von 4-5 Wochen, wo man gesehen hat, dass er nicht konnte defensiv, ja, dass es wirklich schwach war. Aber ansonsten war es Durchschnitt. Ja, ich würde ihn bei einer 3- sehen. Aber immer auch im Hinblick junger Spieler, Schwankungen ganz normal, ja, kein Vorwurf an ihn oder generell hier an irgendeinen Spieler. Es ist menschlich alles kein Vorwurf, ja, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich sehe ihn bei einer 3-. Denke, da geht in der neuen Saison auf jeden Fall noch mehr. Gunnar Saar, brauchen wir gar nicht drauf eingehen, hatte einen Einsatz, 2 gespielte Minuten, können wir nicht bewerten. Luki, können wir mal kurz reingucken, können wir auch nicht wirklich bewerten. Ja, immerhin sind es 11 Einsätze geworden mit 833 Minuten, 1 Tor, 1 Vorlage, 1 Einwechslung, 5 Auswechslungen, 2 gelbe Karten. Ich habe die 11 Einsätze nicht mehr auf dem Schirm. Ja, einfach viel, viel zu lange verletzt. Von daher werde ich mir da eine Benotung schenken, diese Saison. Cancelo können wir auf jeden Fall benoten, auch wenn er auch nicht viel mehr Spielzeit hatte. Wir sehen es gerade mal, 50% mehr Spielzeit wie in Hernandez bei fast doppelt so vielen Einsätzen. Also 21 Einsätze, 1 Tor, 6 Vorlagen, 1295 Minuten gespielt, 6 Einwechslungen, 9 Auswechslungen, 4 gelbe Karten. Hat einen super starken Einstand gehabt, ja, mit dem Spiel, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Hat dann danach ein richtig schlechtes Spiel auf der linken Seite gehabt, defensiv. Danach war er dann erstmal irgendwie raus. Dann kam der Trainerwechsel, dann hat er 1, 2 durchwachsene Spiele gehabt auf der rechten Verteidigerposition, aber danach dann eigentlich nur noch stark. Ja, hat eine Riesenqualität, hat unserer Mannschaft, gerade in den Spielen, wo alle abgetaucht sind, wie gegen Leipzig, auch gegen Mainz war er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch einer der besseren. Ja, ist er mit Leistung vorangegangen. Dass er auch da nicht, der gerade seit der Winterpause da ist, jetzt sich da hinstellt und einen, der kein Wort Deutsch spricht, einen auf Führungsspieler macht und da meint, er muss da irgendwelche Leute zusammenpfeifen, ist ja wohl auch klar, aber durch Leistung ist er vorangegangen. Ja. Und das sagt schon viel über die Leistung der anderen Spieler aus. Ne? Also für mich, und wenn wir dann sehen, da hat er noch 1 Tor gemacht und 6 Vorlagen, dafür, dass er auch nur ein Verteidiger ist, wenn wir das jetzt so mal mit Fonsi gleichsetzen, ja, der viel, viel mehr gespielt hat. Von daher ein Cancelo für mich auf jeden Fall eine gute 3, zwischen 2 und 3 würde ich ihn sehen. Ja. Ich würde ihn gerne bei uns sehen.
definitiv, aber natürlich werden wir keine 70 Millionen bezahlen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob er Bock hat, bei uns weiterhin zu spielen. Da sind ja ganz andere Vereine in der Verlosung. Ich würde es krass finden, wenn es so wäre. Ja. Ja, defensiv muss man gucken, wie man spielt. Er wäre halt so ein perfekter Spieler für eine Fünferkette. Ja, muss man ganz klar so sagen. Da sehe ich ihn drinne. Fünferkette bedeutet ja immer, man spielt eigentlich mit einer Dreierkette im Aufbau, ja, dass sie dann weiter vorne sind. So eine Viererkette ist ja teilweise wie Fonsi auch zu offensiv und hat natürlich nicht diesen Megaspeed, den Fonsi hat, um dann wieder zurück. Aber wenn er sich zusammenreißt und auch ein bisschen mehr defensiver bleibt, ist er natürlich auch da stark. Allerdings, seine Stärke ist halt auch der Weg nach vorne, Flanken schlagen, ja. Muss man ganz klar so sagen. Wäre ein Spieler, der unserem Kader definitiv bereichern würde und bereichert hat. Ja, leider wird er bei uns nächste Saison nicht mehr da sein. Behaupte ich einfach. Daily Blind können wir leider auch gar nicht bewerten mit 5 Einsätzen, 157 gespielten Minuten. Immer wenn er da war, hat das meiner Meinung nach souverän gemacht. Fand es schade, dass man ihn nicht mal auf die 6 reingeworfen hat zwischendurch. Hätte es vielleicht einfach mal gut getan, wenn wir wirklich mal einen Defensiven da gehabt hätten. Mazraoui oder Mazraoui, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ich sage Mazraoui. 26 Einsätze, 1 Tor, 4 Vorlagen, gespielte Minuten 100.567, Einwechslung 10, Auswechslung 8. Gelbe Karten 2, da sieht man schon von 26 Einsätzen wurde er insgesamt 18 Mal ein- oder ausgewechselt. Das sagt schon viel aus. Sehr verhaltener Start bei uns, sehr durchwachsener Start. Wo er dann Stammspieler war, bärenstark vor der WM. Einfach eine Maschine. Er hat unserem Spiel unwahrscheinlich gut getan. Nach der WM, beziehungsweise dann Verletzung, Corona, Herzmuskel oder sowas irgendwie so und dann wieder da und dann einfach ignoriert. Einfach ignoriert worden. Einfach komplett liegen gelassen. Wurde dann irgendwann gezwungen, ihn aufzustellen. Dann wurde er aufgestellt. Dann hat das erst gut gemacht, dann wieder ein bisschen durchwachsen. Jetzt zum Ende hin auf jeden Fall wieder durchwachsen. Ich denke, da wird auch das Echo ein bisschen reingespielt haben für seine komischen Aussagen da zu der Regenbogengeschichte. Möchte ich jetzt hier nicht wieder drauf eingehen. Könnt ihr das andere Video angucken. Meine Meinung steht da. Die wird sich auch nicht ändern. Ich fand es auch super, dass in der Kurve ein Banner hochgehalten wurde, dass er die Ansichten des Vereins respektieren soll. Und wenn er das nicht kann, dann soll er sich einen anderen Verein suchen. Das ist meine Meinung. Da bleibe ich auch bei. Sportlich absolute Bereicherung, gerade wenn er fit ist, wenn er Bock hat, mega gut. Aber es kommt nicht nur auf Sportliche an, das haben wir diese Saison auch gesehen. Es muss auf die Chemie ankommen im Kader und ja, wenn da Spieler sind mit gewissen Ansichten, dann haben die bei uns halt leider nichts zu suchen. Dabei bleibe ich auch. Ja. Dabei spielt das keine Rolle, ob es jetzt ein Christ ist, ob es ein Muslim ist oder sonst wer ist, Buddhist oder sonst was, das ist mir völlig wurscht. Genauso ist mir wurscht, welche Nationalität er hat. Wenn man irgendwelche kritischen Ansichten hat zu irgendwelchen Minderheiten oder irgendwie rechtsradikal ist oder sonst irgendwas, hat man in unserem Verein nichts zu suchen. Möchte ich ihm nicht unterstellen. Wie gesagt, man muss das alles auch nicht zu hoch kochen. Ich denke, da wird auch die neue Führung, die da sein wird da nochmal ein Gespräch suchen, gehe ich von aus. Und dann werden wir mal sehen, wie es mit ihm weitergeht. Bei uns. Ja. Note wäre natürlich noch sinnig, wenn wir noch eine Note vergeben würden. Ja, war durchwachsen. Wir sehen es an den einen Auswechslungen. Hat eine super starke Phase gehabt, muss man ganz klar so sagen. Ich werde mal jetzt seine komischen Ansichten da jetzt mal ein bisschen außen vor lassen, sehe ich ihn bei einer 3. So, Stunny ist ungefähr dasselbe in grün. Außer, dass er hatte auch mal ein paar starke Spiele, wenn wir gegen Paris zurückdenken. 23 Einsätze, 17 Ein- und Auswechslungen, sage ich ja, ist fast dasselbe in grün. 1007 Minuten, 3 gelbe Karten.
Bastani können wir es auch kurz machen, hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gehabt, dann auch auf der Linksverteidigerposition, hat aber auch ein paar katastrophale Spiele gehabt. Junger Spieler noch, dasselbe wie Mazrui, obwohl Mazrui ist ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener schon. Beim Stani wäre es auch mal interessant, wenn man ihm mal wirklich das Vertrauen schenken würde und sagen würde, du bist jetzt der rechte Verteidiger für die Hinrunde oder sowas. Wir bauen voll auf dich, dann könnte man mal sehen, in welche Richtung er sich entwickeln würde. Ja, ein solider Backup. Ich würde auch da sagen, eine Note 3. Auch da, er hat in den Spielen nicht spielen dürfen, wo es irgendwie darum ging, mal Leistung zeigen zu müssen, mal irgendwie das Heft in die Hand nehmen zu müssen. Wer weiß, vielleicht hätte er das sogar getan. Von daher möchte ich ihn da nichts irgendwie schlecht auslegen. Von daher für mich eine Note 3. So, jetzt wird's natürlich ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an, bevor wir ans Zerreißen gehen. Gut, rein. Kam immerhin auf 33 Einsätze. Kaum zu glauben, aber wahr. Wenn man dann aber gleich die nächsten Werte sieht, davon wurde er 31 Mal ein- oder ausgewechselt. Davon sogar 27 Mal eingewechselt, kam in 33 Einsätzen nur auf 938 Minuten Spielzeit, ein Tor, eine Vorlage. Eine gelbe Karte. Von daher ist es schon schwierig, ihn wirklich mal fair zu beurteilen. Ja, die Spiele, wo er ein bisschen mehr Spielzeit hatte, waren größtenteils okay. 2 waren sogar richtig stark, 1 war nicht so gut. Wenn er eingewechselt wurde, konnte er mal mehr, mal weniger sein Können zeigen. Unzufrieden, hat das geäußert, öffentlich. Wird er wahrscheinlich auch schon intern gemacht haben. Kann ich verstehen. Er wurde unter einer ganz anderen Voraussetzung geholt, dass er in den Zweikampf mit Leon treten darf. Was nie passiert ist. Bei keinem der beiden Trainer. Er wurde einfach ignoriert. Und dann kann ich das voll und ganz verstehen, wenn man so eine Äußerung hat. Und ja, ich bin gespannt, ob er bleibt. Ich glaube es eher nicht. Ich denke, er wird einen Abschied forcieren, was ich auch verstehen kann. Es sei denn, Emin Koretzka geht. Aber wenn dann Leimer kommt, wenn noch ein richtiger Sechser kommt, sehe ich leider auch keinerlei Spielzeit für ihn, weil ein Kimmich immer spielen wird. Sollte ein Kimmich auch wechseln, sollte ein Kimmich und Koretzka wechseln, wovon ich nicht ausgehe, ja, dann wären Ryan natürlich eine Maschine. Also ich denke, er hat so viel Potenzial, was er teilweise auch zeigen konnte, mal kurzfristig, wenn man ihm mal ein bisschen das Vertrauen geben würde. Ja. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht darum, was wir beurteilen können. Und da sehe ich ihn bei einer 3. Mehr kann ich nicht beurteilen. Ja, wie gesagt, diese 33 Einsätze, was sich super viel anhört, ist leider nicht viel. Wir sind es an den Minuten. Wie gesagt, hat es teilweise gut, sehr gut gemacht, teilweise gut, einmal sogar auch ein bisschen eher viel schlecht, dann 1 so mittelmäßig. Ja, schwierig. Wie gesagt, ich würde mir mal wünschen, wenn wir ihn mal 3, 4, 5 Spiele am Stück über 90 Minuten gesehen hätten, dann könnten wir ihn vielleicht ein bisschen einschätzen. So ist es super schwer, ihn wirklich final einzuschätzen, wenn er immer irgendwie für 10, 15 Minuten aufs Feld darf. Paul Wanner noch weniger. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt Einsätze gehabt? Ja, 57 Minuten. Alles klar, können wir nicht beurteilen. Leon. Eine von 2 Enttäuschungen vor mir auf Platz 1. Wenn man jetzt die Statistiken sieht, sind alle Leon-Befürworter ganz vorne mit dabei. Wie wir sehen, 40 Einsätze, 6 Tore, 6 Vorlagen. Gespielte Minuten 2554, 9 Einwechslungen, 20 Auswechslungen. Ich denke, das zeigt auch schon ein bisschen, 6 gelbe Karten übrigens. Ich denke, das zeigt auch schon ein bisschen, dass ein Koretzka von 40 Einsätzen 29 mal ein- oder ausgewechselt wurde. Ja, ansonsten, ja, einfach eine Enttäuschung die Saison für mich. Ja, wenn man jetzt die 6 Tore, 6 Vorlagen sieht, ich müsste jetzt echt viel überlegen, in welchen Spielen die waren. Vielleicht in irgendwelchen DFB-Pokalspielen. Keine Ahnung. Nichts, was mir irgendwie groß in Erinnerung geblieben ist, was super wichtig gewesen wäre. Wenn man die Werte sieht, kann man das Ganze noch mit einer 3 bewerten. Für mich ist es eine 4. Ja, einfach aufgrund dieser, ich bin Führungsspieler, ich möchte Führungsspieler sein, ich möchte Verantwortung übernehmen und dann auch dieses,
sich einfach ergeben in der kompletten Rückrunde. Keinerlei Gegenwehr, keinerlei Brust raus, mal den einen oder anderen mal zur Seite nehmen, mal anfeuern, mal vielleicht auch einen Einlauf geben auf dem Platz, gar nichts, einfach das völlige Hinnehmen dieser ganzen Geschehnisse. Da erwarte ich vom Leon einfach mehr. Ja, er ist für mich auch ein mega guter Spieler. Ich habe mich super gefreut, wo er damals zu uns kam. Hat es auch ganz gut gemacht, aber diese Saison war das leider gar nichts. Von daher für mich eine Note 4. Ich weiß, da werden sich jetzt auch die ganzen Leute streiten, was okay ist, ja. Ich weiß, ich wette, es gibt sogar welche, die mal Note 2 sehen. Für mich eine Note 4 die Saison. Punkt. Kommen wir zum nächsten Kracher bei uns, unser Führungsspieler schlechthin. Ich glaube, der Mann mit den meisten Minuten definitiv war. 47 Einsätze, 7 Tore, 11 Vorlagen. Gespielte Minuten 4053, Einwechslung 1, Auswechslung 5. 8 gelbe Karten, 1 rote Karte. Auch hier, wenn wir die Werte sehen, als Sechser in 47 Einsätzen, 7 Tore, 11 Vorlagen. Wie gesagt, da ist DFB-Pokal, Champions League, alles mit drin, ne? Ich glaube sogar Supercup, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, weiß ich nicht. Ja, auch da sagt man ja, boah, Note 2 mindestens, ne? Da zählt für mich dasselbe wie beim Leon. Ich überlege gerade, sehe ich ihn auch bei einer 4? Ich meine, aufgrund der Standards, eigentlich musst du ihm eine Note 5 geben. Also müssten die Standards extra bewerten. Ja, insgesamt würde ich ihn bei einer 3- sehen. Ja. Ein bisschen auch geschuldet, dass er ein Sechser sein möchte, aber kein Sechser ist. Das können wir ganz klar festhalten. Das ist er definitiv nicht. Und es wäre interessant, ihn mal zu sehen, wenn er einen Sechser an seiner Seite hat, wenn er der Achter ist. Wobei es dann wirklich interessant wäre zu sehen, wie er unter Druck agiert. Ja, da ist er jetzt auch nicht der Spieler, der dann da irgendwie mal einen aussteigen lassen kann und so weiter. Ist auch sehr, sehr langsam in der Rückwärtsbewegung. Auch in der Vorwärtsbewegung, da ist selbst ein Leon besser. Schwierig. Wie gesagt, wenn wir die Werte sehen, ist es top. Auch da mega enttäuschend. Er ja nochmal mehr wie Goretzka, der sich auch nach den Spielen dann immer dahinstellt und irgendwelches dummes Zeug labert und davon auf dem Platz aber gar nichts zeigt. Er sieht sich als der große Führungsspieler bei uns, was er nicht ist. Absolut null. Er strahlt nichts aus. Ja, er ist super ehrgeizig, das sieht man dann mal. Das sieht man aber nicht auf dem Feld. Das sieht man nach dem Spiel, wenn er sich mal mit irgendwelchen Fans anlegt. Das sieht man in irgendwelchen Interviews. Aber auf dem Feld strahlt ein Kimmich das null aus. Ja, das war mal anders, aber diese Saison null. Auch da weiß ich nicht. Ich glaube, er wird einfach auch nicht in die Schranken gewiesen. Ich meine, Tuchel hat es teilweise angesprochen in den Pressekonferenzen, dass wir viele Spieler halten, die nicht Spieler haben, die nicht die Position halten. Da kann sich ein Kimmich definitiv angesprochen fühlen. Das hat er nicht getan. In keinem Spiel über 90 Minuten. Ja, gegen Leipzig war es am Anfang so, dass er die Posi ganz gut gehalten hat. Danach war wieder Vogelwild alles. Ja, und das geht nicht. Das erinnert mich so ein bisschen früher an Lucio, ja, der Innenverteidiger war und dachte, ich mache so den Lothar und schieß vorhin auch noch die Tore. Was beim Lucio nicht ungewöhnlich war, dass er auf einmal 40 Meter weiter vorne war und sein Partner Innenverteidiger alleine da stand. Das musste er auch erst lernen und beim Kimmich ist genau umgekehrt. Kimmich konnte mal Positionstreue, er hat mal rechter Verteidiger gespielt, hatte auch dann mal eine gute Saison als Sechser, also wirklich Sechser, aber dann sticht man natürlich nicht so hervor mit irgendwelchen tollen Vorlagen, mit irgendwelchen Toren. Ich weiß nicht, ob er irgendwie, ja, ich glaube, er will unbedingt dieser Führungsspieler sein, steht aber im Schatten von Neuer und Müller und möchte dann da irgendwie rausstechen, indem er wichtige Tore macht, wichtige Vorlagen macht, der entscheidende Mann irgendwie ist. Deswegen schießt er auch jede Ecke und jeden Freistoß, wovon 95% Müll sind. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ne? Und ja, das muss er, wenn er bei uns bleibt, muss er das abstellen. Ne? Führungsspieler sein zu können, muss man erstmal auch ein Leistungsniveau haben. Dann kann man auch damit anfangen und sagen, ja, ich möchte hier der Führungsspieler sein, weil ich Verantwortung übernehmen möchte, was so löblich ist, was wichtig ist.
Aber da muss beides zusammenpassen. Und wenn ich als Sechser auf dem Platz stehe, kann ich nicht als Achter, Zehner oder Neuner da rumrennen und auch nicht einfach mal mitten im Spiel. Ach ja, wir pressen gerade nicht, aber ey, ich laufe den jetzt mal an da vorne. Da steht er auf der Neuner-Position, die Mitte ist offen, da kommt der Ball rein. Und das war mehr als einmal diese Saison. Und so what, das geht nicht. Ja. Note habe ich schon gesagt, 3-, da bin ich noch human eigentlich mit ihm, glaube ich. Ich glaube, viele sehen ihn sogar noch einen Tacken schlechter wie ein Leon. Ich sehe ihn auf jeden Fall einen Tacken besser wie Leon. Kann jeder für sich beurteilen. Wie gesagt, wenn ich die Standardsituation mit reinnehme, Alter, dann ist es auch maximal nur eine 4, muss man fairerweise auch sagen. Tue mich ein bisschen schwer gerade mit der Benotung, wie man merkt. Für mich übrigens, wenn wir das jetzt sehen, für mich Jan Sommer kann verkauft werden. Traurig, aber wahr. Bei der Abwehr gehen wir es einmal durch. Für mich muss ein klärendes Gespräch mit Mats Rui her. Ansonsten kann er auch verkauft werden, auch wenn er sportlich passt. Bunazar, ja, wird das letzte Jahr auch noch aussitzen bei uns. Den möchte keiner haben, weil er wird nicht irgendwo hingehen, wo er weniger Geld verdient. Ansonsten wird es interessant sein, was mit Benji passiert. Und auch mit Luki. Hernandez natürlich ein absoluter Mentalitätsspieler, Ehrgeiz, Einsatz. Wenn du davon ausgehst, darfst du ihn eigentlich nicht abgeben. Könnte ein super Innenverteidiger-Duo mit De Ligt werden. Auf der anderen Seite super verletzungsanfällig. Wenn er wieder irgendwie nur ein halbes Jahr spielt bei uns und du jetzt dann noch irgendwie 40, 45 Millionen kriegst von Paris oder sowas. Ja, da muss man leider sagen, dann verkaufe ihn und verlängere dafür mit dem Benji. Ja, weil Benji ist definitiv variabler. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Opa seine Fehler abstellen kann. Ja, und dann sehe ich einen Opa mit einem De Ligt auch als super Innenverteidiger-Duo. Mit einem Benji noch als Backup. Oder vielleicht auch mit einer Dreierkette. Weiß man nicht, wie Tuchel plant. Wie gesagt, ich sehe bei uns die Dreier- bzw. Fünferkette ganz weit vorne, aber ich glaube, das sehen wir unterm Tuchel eher nicht, wenn man so seine Äußerungen sieht. Ja, ansonsten, wenn du natürlich mit dem Benji verlängerst, mit dem Luki verlängerst, ja, dann kannst du natürlich auch darüber nachdenken, Opa abzugeben. Weil, machen wir uns jetzt nichts vor, wir brauchen keine, wenn Mats Rui bleibt als rechter Verteidiger, brauchen wir keine 4 Innenverteidiger. Ja, das wird nicht gut gehen auf die Saison gesehen. Da wird auch keiner von Bock haben. Ja, da wird ein Hernandez hat keinen Bock, sich auf die Bank zu setzen, genauso wie ein Benji. Ich denke, De Ligt wird nächste Saison gesetzt sein als einer der beiden Innenverteidiger, da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann hast du Upa, Luki und Pavard als Mann daneben. Aber das müssen wir alles abwarten. Wer weiß, vielleicht geht Luki und Pavard. Man weiß es nicht. Ja. Mittelfeld, für mich Verkaufskandidat diese Saison ganz klar Leon. Gerade wenn wir jetzt darüber reden, wir holen einen richtigen Sechser, dann ist kein Platz mehr für Leon. Sorry. Ja, oder rein. Einer von beiden muss dann definitiv gehen. Ja, wenn dann noch ein Leimer kommt, der in Leipzig jetzt die letzten Spiele mega stark war, Alter, dann sehe ich aber ganz schwarz für Leon. Ja, auch für den Kimmich. Ja. Wenn Leimer diese Leistung bringt, wie er es in Leipzig gebracht hat, auch mit den Toren, die er in den letzten Spielen gemacht hat, auch mit dem, was er rennt, ackert, durch Leistung vorangeht, da werden die es wirklich schwer haben. Alle beide. Ich würde auch einen Kimmich abgeben, wenn man da aktuell die ganzen Gerüchte hört, wenn da irgendwie wirklich ein Verein wäre, der da 50, 60 Mille zahlt. Er war hier, hat alles gewonnen. Ja, hat auch gute Jahre gehabt, keine Frage. Aber ich meine, diese Saison, die wir gezeigt haben, kommt nicht von ungefähr. Die kannst du natürlich einen Teil an Nagelsmann festmachen, einen Teil an Tuchel, aber zum großen Teil halt an der Mannschaft. Und dabei spielt es keine Rolle, auch die Argumente, die ich immer sehe. Ja, die Mannschaft hat gegen den Vorstand gespielt. Ja, ganz ehrlich, wenn eine Mannschaft das tut, dann musst du jeden Spieler verkaufen, der das getan hat. Weil kein verkackter Spieler hat das Recht dazu und kein verkackter Spieler steht über diesen Verein. Ja, und wenn da wirklich Spieler, was man teilweise den Eindruck hatte, gegen irgendwen gespielt haben, dann ist das nicht Bayern-like und dann gehören die verkauft. Punkt. Fertig aus. Knallhart. Ja. Und das Gefühl habe ich bei 6, 8
die wir da gerade sehen von der Nummer her. Ja, traurig, da sehe ich sogar einen Goretzka noch immer, wo man oft noch den Eindruck hatte, ich möchte, ich kann aber nicht. So, bei Kimmich da war teilweise der Eindruck, ja, nee, jetzt weißt du, nee, jetzt steht da Müller auf dem Platz, nee, das fühle ich jetzt nicht so. Ja, I don't know, weiß ich nicht. Schwierig, natürlich schwierig zu beurteilen, alles nur Mutmaßungen von außen. Ich hätte auf jeden Fall kein Problem damit, wenn einer oder beide verkauft werden, sofern wir einen richtigen Sechser holen und sofern Neymar kommt. Womit rechne ich? Ich rechne damit, dass ein Grafenberg verkauft wird. Ausleihen wird er glaube ich, keinen Bock drauf haben, von daher wird er verkauft werden, denke ich. Gehe davon aus, dass Kimmich und Goretzka bleiben werden. Es sei denn, wir holen wirklich einen richtigen Sechser, dann könnte ich schon vorstellen, dass sich der Verein überlegt, einen Leon abzugeben, aber für einen Leon muss es auch erstmal einen Abnehmer geben. Und das sehe ich auf weiter Flur gerade nicht. Welcher Verein sollte sich mit den Leon jetzt gerade irgendwo mit dieser Leistung sehen? Und Kimmich sehen sie schon, weil Kimmich irgendwie ein Standing hat, was ich irgendwo nicht verstehe. Aber das ist auch okay. Wie ich schon immer sagte, es wird ein interessanter Transfersommer. Da können wir nur abwarten. Ich weiß auch, dass ich mit meiner Meinung ziemlich alleine dastehen werde zum Kimmich und zum Goretzka. Aber das ist mir egal. Das ist meine Meinung. Und schreibt gerne eure Meinung zu den Noten in die Kommentare. Ich freue mich da, eure anregenden Äußerungen zu lesen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Im letzten Video kümmern wir uns jetzt um den Angriff. Da wird's nochmal richtig wild. So viel kann ich schon mal sagen. Bis gleich. Tschüssi.